ASMR, Filmfinanzierung an den Tod. Das sind an anderem Themen, die mir mit Eileen Byrne beschwert haben. Hat als Filmregisseurin vom neuen Film Mariannengraben, den lo gerade am Kino ist. Und Eileen hat euch zwei auch eine Rolle als ihrem nächsten Film versprochen. Viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Morgen gehst du auf Santiago. Ja. Bist du ready? Nee. Nee, ist schon nicht fertig gepackt. Schon, wie sie den? Schon Streckhäuser rausgeholt, meine Kleider, meine schicke Kleider. Ja. Gestreckt. Schon gestreckt. Ja, die habe ich gestreckt. Okay. Gut. Und ich muss aber noch alles in den Koffer kriegen. Ich muss auch überlegen, was ich alles brauche. Und ich muss meine AirPods überfahren. Ja, weil sonst musst du den ganzen Flug lang ohne Musik oder so. Kleider sind Einfach sowieso, nicht mehr für immer starren. Ja. Kleider sind sowieso nur verknibbelt, wenn du Was kannst. drüber kommen Geiler Film, ist. ja. Ist ein Minimum und gedurcht. Ja. Was müsst du? Mein Film lief hier am Festival, San Diego International Film Festival. Und genau, und ich fliege hin, weil ich auch ein bisschen, also mal gucken will, wie das amerikanische Publikum auf den Film reagiert. Ich fand das immens spannend, ob die Leute einen Humor verstehen, ob sie lachen, ob sie kreischen, ob ihr überhaupt ihr könnt. Ja. Wie Mal cool, gucken. zwei Fragen. Erstens, wie cool ist es, wir können so mein Film auf. Weißt du, wenn du das siehst, schon das schon geflext. Das ist schon cool. Mir das sowieso, also das ist so ein, schon für Repudisch gemerkt, dass ich bald schon wie so Beschützerinstinkt und das ist wirklich mein Baby. Ja, Und dass ich gerade noch gar nicht loslassen kann, auch, also dass es ganz schwer ist, so, hey, ich mal den nächsten Film, so, wenn ein Thema interessiert mich, ich so, nee, das gerade noch Detail, so, das, jemand das heißt, könnte ganz natürlich sein, dass mein Film, weil ich schon so lange drüber geschafft habe, so viel Energie dran gestacht. Und dann eine andere Frage, welche Emotionen willst du, dass den Zuschauer am meisten empfangen? Echt, wie sie das lachen oder kreischen oder so etwas? Ich meine, also am liebsten die zwei bei Nähen. Okay. Das für mich so, das würde ich am liebsten haben, weil ich fand Leben, das ist, was am nutzen im Leben drin ist. Leben ist Nähen, das ein oder das andere nehmen. Das sind immer die zwei. Und ich fand eben schön, wenn selbst hörst, wo du kreischst und am nächsten Moment aber auch schon noch im lachst, weil das war absurd ist oder so. Ja, also das fand ich am schönsten. Kannst du ein bisschen erklären, wie so die ersten Schritte sind? Wie kannst du auf die Idee, so, weil du stößt da noch ganz viel Zeit dran, wie du entscheidest, ich mal das? Weil du hast ja 100 Optionen zu machen. Wie entscheidest du, okay, es geht nur das? Ja, das ist auch wirklich schwer. Ja. Ich muss noch kurz Parenthese. Ich will effektiv doch so ein Secret, dass ich, also wir hatten nämlich die Chance, wir durften da von Premiere gucken per Link, also daheim. Ich hatte so richtig Klos am Hals, also ich muss wirklich bald kriegen, aber ich finde das nie bei Filmen. Aha! Meine Freundin hat manchmal geguckt, aber meine Freundin so wirklich mit Tränen, die gestreamt sind. Also, ich weiß nicht, nur ein Foto. Ich habe extra für dich ein Foto gemacht von meiner Freundin auf der Küche gekreischt. Ich habe da Kind an mich. Ich wusste so, das ist immens, also das ist ein riesiges Kompliment für mich, wenn ich Leute gesehen, die kreischen. Weil, also nicht, weil ich gerne Leute kreischen gesehen habe, weil ich aber merke, wow, ich bin so bereit dabei an Art und Weise. Und das ist irgendwie das Schönste, weil ich mal Kaffee stellen, andere Menschen zu berühren, mit dem ich erzählen. Wie war der Anfang auf der Avant-Premiere? Wie Oh, waren dort mega. Reaktionen? Ja? Ja, also die Reaktionen waren gut. Boah, ich gehe immer davon aus, dass die Leute, die den Film nicht gut fanden, die sind einfach gegangen. Dann. Mit denen, die bei mir kommen, sind waren wirklich viel, denen hat der Film immens gefallen. Und die waren eben immens bereit. Also viele hatten nach Tränen an Merci gesagt. Und das war ziemlich überwältigend für mich, muss ich sagen. Ja. Ich bin auch so ein bisschen dabei, das alles zu verdauen. Geil, am Anfang für Drun hast du da so gedurcht. Und du hast aber ein bisschen Angst, wie die Reaktionen sind. Super nervös. Ja. Ja, also ich weiß noch, dass die ganze Nacht mein Herz extrem geklappt wird. Und ich schon irgendwann, wo ich noch wusste, schon noch ein paar Stunden, bis es losgeht, bis ich mich undehnen und so weiter fertig mache. Und ich dachte, was machst du? Und dann ich bin da raufgegangen und habe von meinem Bruder und schon eine Puzzle rausgeholt. Und schon angefangen, Puzzle zu machen. Meine Mama war so, wir kriegen gleich Besuch. Kannst du nicht so, das ist egal, ich will einfach nicht mehr so die Stecker sortieren, weil das bringt mich immer so mega ruf.
einen Job die ganze Zeit zu overthinken, ne? Ja. Sind einfach nicht mehr konzentriert. Ob die Blutstecker und die Geringstecker, das relaxt mich mega. Ja, du warst ein kleiner Overthinker, hat man schon Ja. an Avance. Definitiv, viel zu viel. Aber ist das da förderlich oder ist das kontraproduktiv für deinen Job oder geht es? Ja, ich meine schon. Also ich meine, auf der einen Seite, also es ist ja gut, dass ich mal über alles Gedanken mache, ne? Ja, Und wirklich bis ins Detail und dann natürlich beim Drehen nur Panik kriegen und denken, so, nee, mir fehlt eine Ausstellung. Und dann kannst du die ganze Nacht nicht schlafen und dann gehst du nächsten Morgen bei meiner Regie und dann so, wir müssen selbst trainen. Und dann hinten so, oh Gott. Also von daher, ja, irgendwie gut. Und auf der anderen Seite meine ich, also, wenn ich mal ein bisschen mehr Gedanken gebe, man, ein bisschen besser schlafen gebe, das gibt auch nicht schön. Und ja, ich schaffe drin. Wie warst du im Set so Chaot oder warst du da so? Ich bin etwas ertäuscht. Also ich bin, das ist schon alles, also das alles immens gut vorbereitet. Mir auch, weil ich einfach ein Mega-Team, also bei dem heute Film hat ein Mega-Team an der Vorbereitung. Und du musst einfach alles durchplanen bis zum Ende. Du kannst nicht der Chance überlassen quasi im Set, weil alles ist so teuer, alles Sekunden zählt. Und wir hatten wenig Zeit für das zu drehen, was wir drehen wollten. Aber gleichzeitig sind immer emotional. Und ich meine, das ist wichtig für eine emotionale Geschichte zu erzählen. Wir haben sind auch ein bisschen all over the place dann. Und ich bin so Entscheidungen treffen. Mein Job besteht daraus, Entscheidungen zu treffen. Und das ist interessant, weil ich am privaten Leben ganz, ganz schwer Entscheidungen treffen kann, weil ich so ein Overthinker bin. Ach nee, alles so bis zum Ende durchdenken und da bist du so, statt einfach auf mein Bauchgefühl zu hören. Ne? Und Set habe ich schon das Jahr studiert, dann habe ich viele Kurzfilme gemacht, ich habe schon drüber geschafft, da besser zu gehen. Mit das aber alle Entscheidungen immer so ein, wow, steht so viel im Spiel und kann die Geschichte so verändern und das ist schwer. Ja, das ist krass. Ja. Das heißt, den Tag selber sind die Entscheidungen auch so wichtig. Ja, also teilweise ist es so, dass schon noch Entscheidungen ganz am Ende noch getroffen gehen oder dass du dich muss passen, ne? Wenn man redet und also oder könnt ja nie, wie es geplant ist. Du musst es wirklich durchplanen, bis es nicht mehr geht, mir für dann auch können, wenn Sachen nicht so geschehen wie geplant, umzudenken. Und das geschieht ganz viel im Set. Was sind so ein paar Beispiele, die da geschieht sind? Weil zum Beispiel wir da, also es wird wirklich viel geredet und es war keine Option zu so mit Reden nicht. Aber da guckst du eben, dass du die Sache aufpasst. Es war eine Szene, wo sie tanzen und am Anfang sollten sie alle zwei draußen an der Wiese ausschlafen dann. Okay. An dem Reden, den wir hatten, war das einfach keine Option und hier müssen die überlegen, okay, wo schlafen sie dann an und was hat das für Konsequenzen auf die nächste Szene zum Beispiel, wo es Mäuse erwäscht und Tung sitzt oben, das ist alles nicht mehr gegangen. So Sachen. Und du musst einfach die ganze Zeit musst du dich aufpassen. Und so. Ja. So wie du war heute gut gepasst. Ja, ich bin am Anfang sind auch froh, weil ich fand, das berichtet doch um den Kitsch von der schönen Tanzszene und das ist einfach so mega Shift. Tut etwas. Aber das ist auch witzig, weil für dich ist es ja immer wichtig und für den Endconsumer, den du noch guckst, der möchte ja gar keine Gedanken darüber. Der weiß ja gar nicht, dass das anders soll sein. Nee, genau. Ich befasse mich über Jahre lang mit der Geschichte und ich will, dass alles perfekt sitzt. Ja. Sauer. Ja. Also, aber erzähl doch mal, wie ist die Entscheidung? Ja, es war so, dass ich 2020, knapp kurz vor Covid, und ich habe meinem Produzenten Bernhard Michaud gesagt, dass ich gerne Roman sicher gebe, weil ich war ein bisschen stuck mit meinen eigenen Geschichten. Und das ist eben ganz schwer, auch die Sache, ne? Das ist eben, wie du siehst, dich festzulegen und zu sagen, okay, die Geschichte geht los, der schafft mich ein paar Jahre lang. Es gibt so viele coole Ideen, es gibt so viele coole Geschichten. Und ich bin nur rum an der Zwickmühle, wo ich denke, wie ein Wunsch da los. Genau, und dann hat hier gesagt, hier gucken wir mal bei der Berlinale, beim Filmfestival zu Berlin, gibt es ein Event, wo sie Bücher vorstellen, also alle Verlage kommen und ihr Buch vorstellen. Und du war hier, und du hast mir ein PDF geschickt von Marianengraben, die war eben noch nicht raus, die ist erst im April rausgekommen. Wir waren da im Februar. Und hat mir das geschickt und gesagt, guck mal, das halt so doof. Ne? Und am Anfang war ich so, oh ja, Roadmovie, ich weiß es nicht und so, und alle Mann und Jungfrau. Und dann habe ich angefangen zu lesen und ich war so begeistert, eben genau, weil er den Tonfall trifft, für Lachen und Kreischen gleichzeitig. Und zwar beides, also die Szenen, die sind hilarious und die Emotionen sind einfach auch so, hat beschreibt die Leif zum Bruder so stark und so.
Genau, und dann wusste ich eben, ich will das unbedingt machen, aber du musst bewerben und es gab auch andere Interessanten. Und wir hatten den Michael Bulli de Herbig zum Beispiel, der wollte den Film machen. Und im Ankrute mir was natürlich ein mega eher war. Was heißt das, mir Kruten? Wie Also funktioniert das? Also die Autorin, also Verlag, als Agentin, die wählen dann ihn aus. Okay. Den Rechter kriegt, mit dem musst du viel bezahlen. Okay. Basieren, worauf wählen die aus? Ob deine Idee oder wie? Musst du ein Projekt rangehen, so wie du es willst umsetzen? Ja, wir hatten so kleinen Dossier rangehen und dann hat man ein Interview, wo wir geschwärzt haben. Und ich meine, hat du einfach für sich gemerkt, dass ich den Film machen will, den hat auch gerne gesehen und nicht so eine große Komödie, wie der Michael Bulli sie gemacht hat. Du warst besser wie hin. So nicht besser, es war für hart. Für hart war aber nicht besser gepasst. So. Und das ist ja seine Entscheidung. Also, genau. Ich hätte manchmal viel mehr so von ihm gekriegt, aber du hättest dann einfach dafür entschieden, was als richtig empfunden wird. Ja. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und schon 3 Jahre am Drehbuch geschrieben. Am Anfang nach meinem Jasmin mit der Autorin zusammen. Dann nur mal der Dramaturgin, wird mir geholfen wird. Also, wir haben immer ganz, ganz viel über Personagen, über die Geschichte geschwärzt und dann sind ich gegangen und geschrieben und mal rumgeschwärzt. Also ganz viel hin und her. Auch mit meinem Produzent. Ja, und dann 3 Jahre drauf war eine Version da, wohin da gesagt hat, ja, wenn es so los, könnte man das aber dann noch mal verfilmen. Okay. Und dann hat die ganze Präproduktion angefangen, mit den Castingen angefangen, die Locations zu sichern an 3 Ländern, ein Team zusammen zu sichern. Und dann hat man letztes Jahr am ersten Dreh 7 Wochen. Und genau, dann nur noch Postproduktion, die Montage, der Soundmix. 7 Wochen? Dreh? Ja. Sehr, das war 34 Stich. Das ist lang? Bei 34 Stich? 34 Stich. Also wenn es, genau. Das ist Pause. Genau, wir hatten immer Weekends frei. Okay. Und wir hatten noch, also vielleicht waren noch 7,5 oder 8 Wochen. Wir hatten natürlich immer eine Pause, weil wir müssen reisen. Wir haben nur angefangen, an Südtirol zu drehen, dann haben wir ein bisschen an Osttirol, an Österreich drehen und dann nach Plötzburg. Also da hatten wir auch noch ein bisschen. Doch cool, dort zu drehen am Anfang. Mega schön. Ja, natürlich so schön. Also für nach Südtirol, was wir da am Plus noch so schön, wir haben am September angefangen. Mit September. Und es war wirklich so den Anfang vom Hirsch und es war noch immens warm. Und wir waren dann in den Bergen. Oh, es war ein Drama. Und dann sind wir, eine Feierwoche sind wir dann in Österreich. Da war wieder schon Mann gut, es war Oktober mit Landschaft. Es war immens schön, weil alles, die ganze Hirschtein, ne, die Beam, die Rotbeam und alles, es war so schön. Wir haben alles am Rhein. Und da sind wir plötzlich und da waren gar keine Blätter mehr auf den Beinen. Wo er dann heu? Zu Asch und Käfisch. Okay. Das war heu. Okay. Ja. Und Wohnung, wo hat am Anfang gewascht auch. Okay. Okay. Ja. Der Käfisch hast du Asch, okay. Den hast du Asch, genau. Und du warst eben saukal und es geregnet, das war nur jetzt und war. Okay. Das ist immer ein Mick heute. Ja! Das ist so ein letzter Podcast. Der Podcast-Mick. Das ist immer heu. Geh, wie bist du? Nee, das ist Toast, ja. Das heißt Tum. Oh. Also, was würdest du sagen? Ah ja, der Film aus der ja, war das denn? 1 Stunde 21 oder 1 Stunde... Also etwas in 25 Minuten. Genau. Das heißt, du hast 34 Dreh, das heißt, alle Tag drehst du Männer wie 3 Minuten, die End-Result. Ungefähr, ja. Das ist krass am Anfang. Hast du das so sehr ausgerechnet? nicht mal studiert. Nee, ja, also 3 Minuten sind so die Norm, was du normalerweise drehst beim Kinofilm pro Tag. Okay. Ja. Aber wie viele Stunden bist du um Set? 11. Das ist 11 Stunden für 3 Minuten. Ja, also 10 Stunden schaffen, eine Stunde mit Pause. Und ja, du drehst, also du hast ja quasi so mal, du hast eine Szene, die dauert 1 Minute. Die deelst du schon mal ab an Kameraausstellung. Dann drehst du eine von hier, eine von da, und eine von da, und dann eine mit close, und dann gehen wir weit. Ja. Sie dann immer so ungefähr eine halbe Stunde pro Ausstellung. Und dann ist für alle Ausstellungen auch noch ein paar Mal. Ja. Also wir konnten sie nicht so oft machen, weil wir eben nicht so viel Zeit hatten. Es war aber schon immer zwischen 3 und 7 Takes pro Ausstellung. Genau. Aber was machst du die ganze Zeit während dem? Was du die ganze Zeit am Gange so? Oh, schützen da und ich guck mal da drin. Ich stresse mega. Nee, ich bin, ich bin ein bisschen all over the place. Kann man sich so gut vorstellen. Das ist ein anderes Leben. Ja, mein Hauptfokus sind Schauspieler. Also, ich meine, ein kleiner Prof mit den Schauspielern. Wir probieren herauszufinden, wie bewegen sie sich an der Szene. Also, sie haben ihren Text gelernt, mit geht ja nicht zu dem Text. Geht darum, wie so unsere Sachen, wo sie pausen,
wo sind sie, wie bewegen sie sich, all die Sachen. Und da, wenn wir das von tun, dann fangen wir uns drehen an. Wir haben schon mal am Voraus mit der Kamerafrau natürlich evaluiert, welche Erstellung wir machen. Und du musst da eben evaluieren, was erzählt was. Also, was brauchst du, wenn man für was erzählen? Es gibt einfach Momente, wo du musst noch bei der Schauspielerin sein, für eine Reaktion zu kriegen. Heinz, du musst Close-up fangen machen, wenn es sich kratzt. Oder Heinz, du also doch wichtig, dass du kurz rausspringst. Erstens, für zu weisen, wo sind wir. Zweitens, kann so ein ganz larger Plan kann auch erzählen, dass ganz einsam ist, weil ganz klein du hast am Bild. Wenn du mit der Kamera rauf gehst, dann kriegst du mehr selbst von der Personage guckt von oben rauf. Also du kriegst eine gewisse Hierarchie. Oder wenn du von oben kannst, dann eben der Gegenteil, du kannst klein machen. Das ist mega spannend, was alles kann man Bilder erzählen, genau. Und mit das eben viel an der Vorbereitung und dann im Set, ja, geht es darum, dass du noch eben alles passt, dass der Kostüm sitzt, dass das Szene sitzt, dass auch das mit der Kamera, wenn sie sich bewegt, dass man da ein paar Mal üben, dass das sitzt. Aber du musst, ja, das sind einfach ganz, ganz viele Sachen. Wie ist der Prozess, wo du halt zwei Main Characters, so wie es dir raus ist? Die Casting, meinst du? Ja. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also, die Luna hatte ich schon beim Schreiben am Kopf. Hat spezifisch? Ja, hat spezifisch. Krass. Ja. Ich wollte halt unbedingt tun. Ich hatte da ein paar Filme gesehen und ich hatte auch bei einem Film geschafft, den hieß Der Passfälscher. Das war eine letzte Koproduktion, hat eine kleine Rolle dran und ich hatte auf dem Film geschafft. Okay. Als Assistentin und ich hatte schon gedacht, wow, das ist immens. Ja. Und mir schon aber Casting gemacht mit ganz vielen jungen Frauen, weil ich aber mal wollte Optionen ablosen. Und mir tut mich einfach so überzeugt, das war so gut am Casting auch nachher. Ja. Und dann hat auch noch zugesagt, das war wirklich, ja. Krass. Ein Drama. Das heißt, du schreibst so und du weißt schon, okay, ich will halt. Teilweise, also beim Helmut wusste ich gar nicht. Okay. Wirklich gar nicht. Und am Anfang ist hier am Roman auch ein Österreicher. Und bei mir am Drehbuch auch. Und natürlich schon angefangen in Österreich zu sichern. Und ich hatte da schon zwei super Schauspieler gefunden, die das machen wollten. Und das hat leider aus diversen Gründen dann nicht geklappt. Und da war ich wirklich so, oh nee. Und dann habe ich entschieden, dass ich dann in Deutschland schicke, weil ich nicht egal wen dann einfach. Das ist einfach eine krasse Rolle. Und muss aber sein, die wirklich fein Gefühle oder sensibel ist. Und dann habe ich mal gedacht, genau, ich schreibe die Rolle einfach ein bisschen dann ist ein deutscher Personage. Okay. Und dann ist bei den Edgar Selgam von den Ersten und den ich gedurcht habe. Und so bekannte Schauspieler casten nicht mehr. Also, wir haben uns getroffen, mit Kaffee zusammen getrunken, wir haben ganz viel über das Drehbuch geschwärzt. Und dann hat ich gesagt, okay, ich mache nicht. Genau. Okay. Ja. Easy. Interessante Prozess. Das war nicht so, wie ich mal vorgestellt habe. Ich gesagt, kommen so 100 Leute und dann siehst du, okay, so und dann next Runde und dann bleibt Ja, also beim Luna war es ein bisschen so, ich hatte eigentlich um die 30 junge Frauen, die haben ein E-Casting nennen, die holen sich daheim ab, ne, mit dem Handy, schicken es 10, dann haben ich da 10 rausgesicht und die kommen auf Live-Casting, dann habe ich da mit ihnen geschafft, was auch interessant ist, weil es wirklich auch muss gucken, nicht nur findest du gut, mir kannst du auch mit ihm schaffen. Also kann die Person, ab du mal da aufhängen, was du zu ihnen siehst, können sie das umsetzen. Genau, und dann hatte ich am Ende noch 2 Top-Favoritinnen und da war Luna dabei und irgendwie, und ich hatte auch meinen Produzent gefragt, was meinst du, und ich hatte noch ein paar andere Leute gefragt und ich war die ganze Zeit, nee, das ist aber Luna, so Luna. Und ich, oh, ich fand das nicht auch gut. Und ich so, ja, das ist wirklich auch gut. Das ist gut. Mit Luna, sag mal, oder? Und im Anwalt sowieso eine Menge Entschädigung. Also von daher. Also diesbezüglich wollte mir also auch fragen, wenn es eine Statisten jetzt von so einem Videoprojekt ja, ganz gerne. Da kannst du aber das Ziel zurückgreifen. Ja. Der hat voll gut die 2 da Käfer, die 2 Wächter da. Ja, zum Beispiel. Ja. Oder die Plakisch. Hä? Die Plakisch, ja. Der Philipp war direkt so, Anfang Statist für den Dramenrolle. Plag schon gesehen. Ja, das war ganz schwer, die zu finden, weil das wollte natürlich kein Mann. Ja. Wirklich? Und ich wollte am plus, dass sie einen schwäbischen Akzent haben. Ja. Und das war am plus nach mir schwer zu finden. Also Leute, die sich gerne, also die Spiele können, die sich ausdehnen und dann auch noch einen schwäbischen Akzent haben, und sie müssten aus Südtirol oder Österreich kommen. Und also, wie war müssen sie? Mir das so eine Sache von den Förderungen. Also wenn du suchen von du kriegst, musst du zu und du ausgehen und du deelst das am Voraus am Anfang schon ab,
wo du wegen so ein ausgeht, für das du Moment abgeht. So viele, du hast schon eine Vakanz gebucht für diese Sommer. Man nee, noch nicht. Ich hatte letzte Jahr eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich war ja kurz vor meiner Vakanz krank gehen und ich alles müssen annullieren und ich bin einfach meine Kaste sitzen geblieben. Ja, aber du weißt, dass du für Assurance geht. Von was schwätzt du? Aber weißt du das dann nicht? Bei deiner Visa-Premier von der Spurkäse hast du die Assurance mit dran. Ja, aber für so ein Karzkrähe bezahle ich mal bestimmt dann aus dem Kopf. Man nee, gut nicht. Die kriegst du gratis bei deinem Access-Package mit dran. Du musst dich nicht mehr informieren Site für die genauen Konditionen. Aber hätte ich das gewusst, da kann ich nur direkt hin meine Vakanz buchen gehen. Ich habe mir gleich vor ein Elektroauto gekauft. Und los sind auf der Sicherung der passenden Assurance. Ma Axel hat ein ganz spezielles Offer für Hybrid- und für Elektroautos. Ah, wie sieht die aus? Ma sie bieten eine 15% Reduktion auf die Assurance bei den Hybridautos und 25% auf der von Elektroautos. Das heißt, wenn du 2000 Euro die Jahr bezahlen, da bezahlst du eben just 1500 Euro. Sparst du mit 500 Euro. Nicht schlecht. Wie ist es mit dem Ladekabel und mit der Batterie? Ma super. Die sind noch alle 2 Mal versichert. Ich meine, da fällt die Decision noch nicht mehr so schwer. Dafür klick auf den Link in diesem Video. Wir können schätzen, dass finanziell wieder ja so ein Film ungefähr. Plus minus. Also den heute Film war knapp über 3 Millionen. 3 Millionen? Und das ist nicht Du hast viel. anderthalb geschätzt. Ja. Ich hatte eingeschätzt. Oh. Ja, mir wird keine Ahnung, wie viel selbst geholt. Weil Ja. ich mal so gedacht, weil von den, was gebraucht wird, also natürlich Schauspieler, alles muss bezahlt gehen und so weiter, aber das soll nicht wissen, dass so die riesen, keine Ahnung, Ja. Dinger da gebraucht gehen oder Explosionen oder so Quatsch. Nee, das stimmt. Mir so ein Drehdach sind schon ein paar, ich weiß nicht genau wie viel mehr. Also ich meine, so ein großer Film hast schon so 100.000 Euro ein Dach. Bei dem hat es sicher nicht mehr. Ja, wie viele Ja. Leute sind es hat? Es waren so 50 Leute ums Hat oder so. Ja, Die muss ja viel mal zu alle viel bezahlt Leute, gehen. ja, Ne? ja, das ist Du viel musst Leute. die Reiskasten bezahlen. Wir sind ja mega ja. die ganze Zeit gereist. Du musst den Dotalen. Ja. Für 50 Leute dann. Ja. Kameras mega teuer. Das ganze Ja. Equipment ist Ja. mega teuer. Du Wohnmobil, den Ja, Nummer nee, gekauft für mischt schon 20 Sinn. Mil. Ah, Ja. geil. Ja, ja. Wo ist Und denn dann- die Leute oder wie? Nee, den hast du den Nummer müssen verkaufen um anderen Enkel, weil die war Okay. da Futti. Oh. Ah. Das hat man den noch geholfen, auf Kinotour zu fahren. Das Das wär wär cool cool gewesen, gewesen, ja. Aber ja, also zu mir hat sich immens schnell. Ich Okay. war mir auch nicht so bewusst, schon gedacht, wow, so 3 Millionen, Ja. mega gut. Bitte war ich schnell vor. Bring den jetzt ran, also verdient den der auch nicht. Nein, nee. soweit ich weiß nicht. Okay. Ich kenne mich da alle nicht so gut mit dem Finanziellen Okay. aus, aber soweit ich weiß, bringen europäische Filme am Anfang hier so nicht Okay. ran. Also genau, es muss ja auch zugehen, auch für dich mal, wenn du darum suchen aus dem Kino kriegst, muss ich für dich einen Distributeur, weil den hat ja auch mega viel Ja. so ausgehen für zu vermarkten. Am Anfang musst du auch zu von der Filmförderung zurückbezahlen, also bis der Produzent du abstreckt, das war unmöglich, außer den Til Schweiger in Deutschland. Ich meine, die Okay. haben das wenigstens die nicht hingekriegt. Für was? Weil die so Weil viel die so geguckt haben. erfolgreich sind, die Filme. Okay. Ja. Ja, das ist schwer. Also, die Limite zu finden, so zwischen einem Film, den so für die breite Masse, der jeder gucken geht, so wie die amerikanischen Filme, und so einem Film, den dir etwas bedeutet, Ja. so zu machen. Ja, So, wo voll. dann- Das war auch hier immer schwer, weil du willst natürlich, dass die Leute gesehen Ja. Die irgendwie willst du, dass nun das Publikum könnt, Ja. aber du willst ihn eben auch so machen, wie du Ja. gerne machen willst. Und ich meine, den heute Film auch irgend selbst ertischt und das weder so ein Mainstream-Film, wo du mega viele Leute werden gehen, mit das okay kompletten The Artist, weißt du, so Ja. Artifati-Film. Also das ist irgendwo der Tisch und ich meine von sein Publikum wahrscheinlich. Ja, das ist schwer. Mehr- Das ist auch so viel Konkurrenz. Das ist so Das- viel Konkurrenz, ja. Ja, und die Leute gehen auch nicht mehr so viel an die Kino. Also Nee. das, ich meine, ich glaube nicht wirklich daran, dass das Kino ausstirbt, weil ich meine, das ist einfach noch auch selbst Besonderes zu summen. Also ein Raum, wo so viele Leute sind, wo zu summen etwas fehlt und zu summen etwas erlebt. Mit definitiv viel, viel mehr Leute in der Kino, ja. Konkurrenz auch am Sinn von, dass in dem engere so Förderung also Sache forthält, also wie hast du konkret Konkurrenz an Dinge Medias dadurch so eine Sache oder ist da Mama Du meinst mit anderen Realisateuren ja, oder so? oder Direktoren oder ja, Produktion Ja, nee, also natürlich guckt ihr nicht mehr auf die Kollegen und guckt, oh nee, noch der hat gepackt, und Detail. So, mir Bully Herbig sieht das von ihm. ja Frank hat ihn beim Film das geklaut stimmt. Also ich sind, ja, es gibt immer eine gewisse Konkurrenz. Also auch auf der Filmshow in Java gemerkt, so von Anfang an auf,
du war natürlich immer so wie Götterlo von uns etwas. Also go auch schon ganz frei gesagt, bon, es sind immer 9 Studenten, die geholt gehen pro Jahr und von ihr geht etwas. Oder von ihr kann mich später davon erleben. Das war so einfach so die Prognose. Und war immer so, ja, wen hast du das davon? Und das ist nicht ganz wahr. Also ich meine, wir schaffen alle ein Business los. Okay. Also ich bin mega dankbar, weil ich schon immer noch so ein Klick mit Freundinnen vom Studium. Nice. Und wir sind immens, also wir sind immer noch so gut befreundet, wir unterstützen das gegenseitig und wir gönnen uns das so voll. Ja, das ist mega schön. Und ich meine, das ist ganz Konkurrenz, denke ich, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Also vielleicht nicht so schlecht, für weiterzukommen, für immer weiter zu pushen, aber das ist sicher auch nicht ganz gesund. Also, du persönlich musst die Förderungen nicht aufrufen, du hast gar nicht dummer zu denen. nee, das ist mein Produzent. Okay. Der Produzent, hin kümmert sich den Business-Themen. Hier möchte Business, genau. Okay. Hier ist quasi, also hier entwickelt doch mit mir ein bisschen Drehbuch, so dass hier und sieht halt, also hier will natürlich auch Apps rausbringen, was ihr gut findet. Ja. Und dann, dass hier aber wirklich stehen, den Finanzierung zusammenstellt. Okay. Ja. Das ist auch dann äquivalent zum Manager in anderen Industrien. Gebe ich so an, ja. Okay. CEO wahrscheinlich oder so. Also ich bin so der Chef vom Set, vom künstlerischen Teil Kreative, quasi. ja. Mir hier ist also definitiv der Chef vom finanziellen und hier ist am Zweifelsfall auch der Chef von mir, weil hier natürlich auch so muss der das möglich oder der das nicht möglich. Mir ist den an die Budget. Ja. Wir können also keinen 10 Hänger lesen. Genau. Ja, und hört auch zum Beispiel vertraglich, wo hier das letzte Wort beim Montage auch. Okay. Mir hier war aber ganz live mit mir und hat auch immer gesagt, boah, ich gehe nicht, also wir haben noch viel diskutiert und hat man immer meistens, meine ich, aber die immer gesagt, nicht das Ding entsteht und dass der Film den ersten und das war wirklich mega live, weil ein hat kennt dann selber immer den treffen. Ja. Und wenn ihr als der Film für dich so Success, wenn du raus könnt, so, was sind so die Kriterien, wo du siehst? Oder bist du los schon zufrieden? Ja, also ich weiß nicht genau, ich gebe mich frei, wenn ich so 1-2 Monate vom Kino bleiben. Und das hängt, ich weiß nicht genau wie zuletzt, aber dass mir in Deutschland hängt davon ab, wie viele Leute den ersten Weekend an das Kino gehen. Weil darunter geht, also du, den Distributeur startet mit einer Reihe Kopien, das sind bei 100 Kopien. Okay. In Deutschland, in Österreich. Und da geht den nächsten Weekend, guckt, wie viele Leute gucken, und da passen sie das an. Es war nicht genug Leute an das Kino gehen, weißt du, wenn sie Pech sind, das ist mega schön. Ja. Und die Leute haben einfach keine Chance, an das Kino zu gehen. Dann zählt just das Resultat und da gehen sie mit der Kopie in den Ruf. Da lebt es schon mal nicht mehr, überall, nur eine Woche schon. Okay. Ja, aber also ich hoffe, dass eine Chance kriegt, dass so gut ist, dass es einfach so ein bisschen bleibt und dann die Leute sich gegenseitig erzählen, hey, der Film, der ist nicht so bekannt, mir das mega schön gucken. Und das ist eine Story, war so ein bisschen so Buchhalterei, eben so ein bisschen halt am Kino, weil das gebe ich mega schön von. Und Gedurch Lützeburg mal dann die Statistik gezeigt. Schulen ja. Aber wenn könnt ihr raus? Man hat Lützeburg den 23. Oktober. Aber unser Podcast kommt raus? Du sagst es sonst. Okay. Aber das geht, also das zählt ja, also das ist ja auch noch wichtig, gell? Ja, also ich meine, der Weekend geht ja bis zum 27. Ja. Also kannst du 26 Mal im 10 raus. Wenn dann Haut oder muss der Film gucken gehen, für das sein Film kann wissen, wie lange am Kino überleben. Genau. Ja, am Anfang wirklich. Ja, das ist wirklich. Alle Kinos sind zählt. Ja, also, das ist wirklich wahr. Wir machen ein paar Leute motiviert, keine Mühen anzugucken, wir können nicht versichern, dass es wirklich schön. Wie gesagt, schon bald mit kreischen, ich hatte ein Kloß und schon als seltenst. Das war. Ja, das klingt. Ja. Vielleicht willst du das erzählen, für was? Also, ich weiß nicht, wie viele also was wirklich interessant Themen sind. Und da kommen wir auch mal ein bisschen zum Film. Also, ich wurde am Anfang froh, für was du nicht kannst, Emotionen zu losen. Weil wir in einer Patriarchat, in einer toxischer, männlicher Gesellschaft leben, wo wir Männer das Gefühl nicht dürfen ausdrücken. Und ich schleudere ganz viel da dran. Merci, dass du das als Idee tust. Ja, aber darüber soll ich einen guten Gag machen. Also, nee, mir geht es gut. Also, effektiv, den Leuten, die in dem Fall sind, die sollen einfach darüber schwätzen und den Stereotyp brechen. Ich bin nicht davon betroffen. Also, soll ich nicht darüber den Gag machen. Wir kreischen aber nicht. Ja, du hast noch nie gekrascht. Also, was mich von Themen hier so wirklich interessiert hat, ist, wie intensiv sich so mit dem Tod von seinen Proschen eben auseinandersetzt. Eben dann auch an
2 verschiedenen, wie gesagt, also du stoßt mich schon eigentlich zu viel, aber so an 2 verschiedene Fälle, an 2 verschiedenen Situationen, ganz, ganz emovant. Und da habe ich mich auch gefreut, weil du hast ja da logischerweise über eine ganz lange Zeit mit dem Thema Tod oder Verlust also nicht gesagt. Was hat das mit dir gemacht? Aber was hast du daraus gelernt? Ja, gut, froh. Also ich schon eben nach bis los, klopfe wirklich auf Holz, weil das, ich weiß, was ich da habe. Also ich wirklich noch keinen aus meinem ganz, ganz engen Kreis verloren. Mir hat viele Freunde auf Familie, die verloren oder so, genau, die beste Freundin von meiner Mama ist Krebs gestorben, der beste Freund von meinem Papa ist Krebs gestorben. Freunde und ihren Jungen verloren, auf eine ganz tragisch, also ich kriege wirklich viel mit. Also schon eben auch gesehen, wie unterschiedlich Leute trauern. Die Leute, die wirklich eben ganz, ganz viel müssen schwätzen. Die Leute, die irgendwie das Leben feiern, für dem anderen zu gedenken. Es Kinder, die müssen nicht zurückziehen. Es Kinder, die müssen wirklich komplett zumachen, weil sie nicht darüber schwätzen können. Also das ist so unterschiedlich. Und genau, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Film so ein bisschen weiß, dass das okay ist. Also die 2 Personagen trauern auch auf eine ganz andere Art und Weise. Also hat das ja voll an der Emotion. Und das sieht ja auch so, das so also sterbe nicht tut so eine Angst hin zu vergessen, weil das Leben kann nicht einfach weitergehen, das ist so unfair. Und hier nur, da war eben auch ein Mann aus einer ganz anderen Generation, wo sowieso schon nicht viel über Gefühle geschwärzt gehen, ist, nur einfach eine Mauer abgebaut und irgendwie diszipliniert weitergelebt und so, ne? Und die treffen auf den und das ist irgendwie so schön, weil sie das am Anfang gar nicht verstehen. Und dann aber die gemeinsame Trauer teilen und sich können noch immer gegenseitig mal so Apps mal auf den Weg Ja, so gehen. Lehre von denen. Ja. Und ich schon da, also schon eben viel mit meiner Dramaturgin geschafft. Und sie ist schon viel mehr alt wie ich, also sie ist also die Generation von meinen Eltern. Also sie hat natürlich schon viel Leid verloren. Und sie hat mir immens geholfen, das zu verstehen. Und natürlich auch der Roman. Also am Roman ist ja schon ganz viel dran. Und die Romanautorin Jasmin Schreiber, das also auch Sterbebegleiterin zum Beispiel. Okay. Genau, also es war ja schon, also das nicht, dass ich mich deprimiert wird, weil ich fand, der Film ist ja auch nicht deprimierend. Nicht das, am Anfang geht der Film um Weiterleben. Ja. Wie lebst du weiter? Wie packst du weiter zu leben? Und so. Umzugehen, zu lernen. Ja. Mir ja schon einfach viel darüber gelernt, wie das für andere Menschen ist. Und ich hoffe einfach, dass ich das getroffen habe. Ja. Mit das krass, weil in am Anfang ja nicht so viel darüber nachdenkt, wie die Situation könnte. Ja, nee, so. Wir schwätzen nicht über den Tod. Ja. Wir sind ja also wir Menschen sind ja mega gut daran, das einfach zu verdrängen. Wir denken immer, das ist auch irgendwie gesund, weil stell dir mal viel, wir geben die ganze Zeit darüber nachdenken, dass wir sowieso vergänglich sind. Ja. Und irgendwann sterben, wir wissen nicht, wer nicht kennt, im Moment sind. Du gibst nicht mehr an, der gibt wahrscheinlich keinen Podcast, man, ich gebe auch keinen Film mehr, weil für was? Genau. Ja. Ne? Also das ist sowieso alles vergänglich. Und ich meine, das ist dann ganz gesund, dass man nicht zu viel darüber nachdenken. Und gleichzeitig, wenn das könnt, also so ein Schock. Und ja. Ja, 100%. Aber ja, wie du siehst, gehen das anfangen zu machen, und das Risiko, dass so alles sinnlos erscheint auf einmal. Und am Anfang hast du das schön im Leben, dass du dann verlierst. Genau, so, und dann nicht zu viel Gedanken. Sinnlos, aber im positiven Sinn. Ja. So, du gehst im Leben Sinn. Aber Film war, sein Leben war ja ein bisschen so sinnlos. So Bobi oder dem Mädchen? Nee, dem Mädchen. Oder? Wo hier bis... Wo der Bruder bis... Also, wo der Bruder fort, ja. Also hatte ich mal viel besser so hat... Weil er da hochgehalten hat, man das so mäßig. Ja, voll. Ja, also weil einfach nicht mehr möchte. Mir hier hast du den hat dann du raushält, also das Leben ist lebenswert. Und die Trauer wird nicht vergehen und du wirst auch deinen Bruder nie vergessen. Darum das wird... Also, mit Leben geht trotzdem weiter und du wirst zurück und Leben vorne, ich verspreche daran, dass du das scheint. Dass du aber irgendwann Sinn am Leben findest, weil das nicht heißt, dass du nicht mehr trauerst oder vergisst oder so. Wie das nur ein Teil von dem Leben ist. Ja. Ich habe mir zum Beispiel mein Lieblingszitat aus dem Film rausgeschrieben. Kannst du bestimmt schon denken, um wer 10 nicht geht. Kasin, ja. Das ist vielleicht auch mein Lieblingszitat. Mal gucken. Also, dein das froh, mein das am Funk dann Antwort, also quasi, was ihr noch erklärt, Hanno. Nur weil sie das Leben gerade nicht aushalten, heißt noch nicht, dass sie auch sterben wollen. Das fand ich so. Ja. Ah ja. Ja, und froh ist,
Geil. Wollen sie sterben oder wollen sie einfach nur nicht weiterleben? Genau. Ja, ich bin froh, ich war cool von mir. Ich weiß, ich verstehe dann nicht richtig den Unterschied. Was ist denn der Unterschied für dich? Also das könnte eben aus dem Roman, ne? Und das war Ja. auch das, wo ich gedacht habe, wow. Weil ich hatte auch, also ich bin auch schon nicht so getrauert, mir schon einfach Trauer empfunden. Und ich hatte auch die Momente schon, wo ich gedacht habe, die Schmerzen so, die Penner so groß, ich kann du mal da nicht weiterleben. Der Schritt zu machen, auf die Rückblick zu gehen und zu sprangen, ist einfach nach einem anderen. Also wir haben einfach noch, also du kannst Gefühl haben, dass du nicht mehr kannst die Penner erdrohen. Und du denkst, ich kann kein Tag mehr leben, weil der Tod ist zu viel stark. Das hatte ich schon. Mir dann zu wirklich so, ich will wirklich sterben, das hatte ich noch nicht wirklich. Das war immer so, nee, natürlich, ich meine Familie mega gern, ich meine Freunde mega gern. Ich weiß, du hast einen Sinn. Und ich weiß, ich komme da irgendwann raus. Mir trotzdem halte ich das Leben gerade nicht aus. Und ich meine, da sitzt. Und das habe ich mich auch immens erkannt an dem Gefühl. Und ich meine, boah, es muss so viele Leute so gehen. Ja, 100%. Das ist das temporär ist. So. Ja, ich gebe so ein. Ich meine, was eine richtige Depression ist, das ist wirklich ein etwas anderes. Ne? Leute, die sich umbringen, das ist furchtbar, weil sie nicht mehr rauskommen. Da. Ja. Mit Trauer als meistens, wenn es meistens ist ja, dass du irgendwann weiterlebst. Genau. Ja, was du so stark, nämlich du hast dann an den Moment, wo es so negativ gedurcht ist, und bei mir war doch ein Jahr, wo ich so an der Pubertät war, also, und als Familie gedurcht, und weißt du, so in den Entourage, und das Lebenswert im Leben, aber wenn du das dann nicht tust, muss so schrecklich sein, weißt du, wenn du das empfindest, so die Lage, die Trauer oder einfach das Lebensunglück, keine Ahnung, wie man das nennt, und dann einfach auch mal nicht den Äquivalent am Positiven hast, nämlich den Freundin, Familie, eben die Lucht an dem Leben. Absolut. Und das ist meine Stadt ähnlich, wo ich so ein Schülerin, der traurig wie will, aber natürlich, wenn du wirklich ganz so lange da warst und dich komplett zurückziehst, das Gefühl ist einfach, dass du nicht mehr raus kannst. Eben. Und das manchmal schon eine Grenze. Also ich kann mich da nicht aus. Ich will überlassen nicht denen, die Trauer begleiten, aber es gibt sicher eine Grenze, wo du muss der Person auch helfen, darum rauszukommen, weil das muss furchtbar sein. Ja, heavy Thema. Das ist, wie gesagt, die nächste Woche für dich aus. Musst du überall so gehen, dass der Film rauskommt. Ja, also wir hatten ja schon Avant-Premiere zu Hamburg, das war als Weltpremiere, und dann hatten wir die Avant-Premiere zu Lützeburg, das Weekend. Am Morgen vielleicht schon auf San Diego auf dem Festival, weiß ich schon einkehr. Und dann komme ich ein zurück auf Lützeburg, da geht es ein am Kino gewesen. Nice. Und dann ging ich auf Deutschland-Tour. Nice. Mit dem Film, mit den Schauspielern auch, da gehen wir auf Frankfurt, Aschaffenburg, Berlin, München und dann nachher auf Innsbruck. Okay. Genau. Und das ist eben wie so Mini-Premieren, wo wir dann auch für Q&A da sind. Und Cool. Das ist der weiße Film und dann du nur genau, da kannst du vorstellen. Cool. Ja, genau, das ist mega cool. Und da geht es eben los, also zuletzt zum 23. Oktober und in Deutschland der 7. November. Und dann, also so, da muss ich schon loslassen und einfach gucken, wie es lebt, ja. Das ist wie lang als nach dem Film so dein Fokus. Aber wenn ich muss schon drüber nachdenken, so was das nächste. Ich muss schon drüber nachdenken, das hat nächstes Jahr. Ja, einfach auch finanziell. Ich muss, okay. Also. Glaubst du, die 3 Jahre, wo du geschrieben hast, bezahlt schon? Ja, du kriegst immer so einen, du musst immer einen Vertrag, dann Vertrag für Drehbuch und für die Regie. Und dann kriegst du, für die Regie kriegst du eine Pauschale, quasi für ganz viel Beredung, Dreh- und Postproduktion. Und Drehbuch kriegst du am Anfang immer etwas, du musst ein Pauschal aus und du kriegst einfach immer etwas für alle Fassungen, die du lieferst, auflieferst. Und go für so, wie viel, ich meine, 4 Drehbuchversionen go wird. Und es go von 3 oder 4 oder 5 Versionen vom Treatment. Den Treatment, das ist, als du 4 Drehbuch entwickelst, da sind noch keine Dialoge dran. Das ist noch nicht in Drehbuchform geschrieben. Das ist quasi eine Geschichte in Form von Prosa. Ob 12 bis 20 Seiten zusammengefasst. Okay. Weil das für mich einfach noch immer schaffen zu gehen. Und du merkst viel besser, ob seine Geschichte ist, die funktioniert oder nicht. Erst da wirklich an Details gehst, an Dialoge, das ist da wirklich so Feinarbeit an. Am Anfang am Film geht nicht so viel geschwärzt, oder? Das ist oft so. Ich fand das oft traurig, wo ich da so kann drüber nachdenken kann. So, Ja, ich kann mir richtig ausschätzen. Also ich weiß, dass das erste, was mir gelehrt hat auf der Filmschule war,
ohne Dialoge zu erzählen. Weil das, was Film ausmacht, visuell zu erzählen. Und wir haben am Anfang müssten den ersten Film ohne Dialoge machen. Hatte man sollten. Bei mir schwätzen sie die ganze Zeit. Ich hatte eine Geschichte, wo das nicht gegangen ist. Ich fand die Idee aber eigentlich super, dass du kannst du einen Kurzfilm erzählen, ohne dass Wort gesagt wird. Kannst du just auch Bilder erzählen. Das ist mega spannend am Anfang. Und das sind am Anfang auch, also das ist schon noch so ein Moment, der mega gerne Filme, wenn es ruhig ist, an sich Emotionen, an Gedanken, über Drohen, just über Bilder, über Blätter, so. Das ist immer schön. Cool. Möchtest du mehr Spaß zu schreiben oder Hanno zu produzieren? Also, nicht schreiben. Nicht? Weil mir ist das am Voraus gefroht und du hast auch gemeint, wahrscheinlich Hanno eben den Film zu realisieren. Ja, realisieren, das fand ich mega. Okay. Also das ganz zum Leben zu erwaschen, das ist einfach super. Die Schauspieler zu schaffen. Ja, Drehbuch ist mir ein bisschen ein Qual. Also eben ab dem Moment, wo dann Drehbuch geht, weil du steht die Geschichte, du funktionierst und du hast die Figuren, du weißt einfach, wie sie sind und dann lässt du die Last und da schreibst du wirklich Szenen und dann denkst du Dialoge aus und du bist, ich weiß nicht, das fand ich mega cool. Okay. Und du gehst liebig, mit das ganz viel Drohnen, das ist immens Arbeit. Ja. Und, das ist auch noch nie wahr, gell? Das ist einfach so... Das ist alles an Basis. Ja, das hast du Basis, ja. Wenn du bei Null anfängst und das ist einfach ganz lang ein schwieriger Prozess, bis Emotionen entstehen, bis Figuren zu Menschen gehen und nicht mehr Klischee sind. Das ist wirklich viel Arbeit und es wird auch mega unterschätzt immer. Und mein Traum ist, dass ich irgendwann, ich bin nicht mehr selber schreiben, mir mal ein Drehbuch angeboten wird, wo ich so ein wow, du kannst der einfach holen und wow, umsetzen. Okay, das ist geil. Ja. Cool. Aber wie zufrieden bist du am Endresultat? Bist du so, weil du warst ja so overthinker, bist du, nee, das haben wir so müssen machen. Nee, ich bin ziemlich zufrieden. Ja? Also gibt ganz viele Sachen, wo ich, also zum Beispiel am Montag schon einfach gemerkt, gewisse Sachen einfach nicht funktioniert. Und ich habe mich so fertig gemacht, zu denken, wann ich nicht mehr das anders gemacht beim Turnage. Aber an dem Moment war es nicht besser, beziehungsweise der Umstand war so, dass es nicht besser gegangen ist. Und ich fand mir wirklich das Beste draus gemacht. Und ich fand selber, dass der Film schon funktioniert, emotional. Und ich bin eigentlich ganz stolz drauf, muss ich sagen. Aber du bist als Realisatrice oder Realisateur, manchmal bist du nie komplett zufrieden, weil du hast immer Fehler gesehen. Also ich gebe niemals für einen Film, den ich gemacht habe, jemals so ein das ist mich, da wirklich so klopf. Guck mal, schneiden das so raus. Das ist mich, da. Nee, das wird nie geschehen. Und zum Glück, weil du entwickelst dich immer weiter. Also wenn ich einen Kurzfilm zurück, also ich kann den nicht mehr angucken, wirklich. Nee. Und das war bei allen Filmen nur ungefähr einem Jahr so. Aber das ist gut, weil das heißt, dass du dich weiterentwickelt hast, dass du neue Sachen gelernt hast. Mit all 3 Layers dabei, mit all Arbeit Layers du, neue Trigger oder neu, das ist einfach mega viel Aussichten. Und du lebst auch weiter, du gehst auch mehr weise. Also, du hast neue Ideen, du hast neue Themen, die dich interessieren. Und das ist gut, dass du da kannst aufhängen. Im Moment sind ich einfach froh. Ich bin gleich auch darüber nur gedacht, so J.K. Rowling zum Beispiel, wo hat Harry Potter geschrieben hat, wie insane da dann von aus, weißt du, das Ding im Kopf einfach, die ganze Welt, das ist so am Detail, so das ist so verrückt. Das habe ich schon ganz oft gedacht. Wer hat die ganze Welt, die ganzen Charaktere so lang entwickelt? So ja, das ist so verrückt. Und das ist so gut. Ja. Also alle Personagen, meinst du wirklich, du kannst irgendwie die so aus, sie sind alle so einen starken Charakter. Ja, und du kannst wahrscheinlich selber so holen, und selber eine Geschichte draus machen, so gut kannst du sie. Das ist verrückt. Ja. Ich weiß nicht, wie Mensch das möchte. Keine Ballmengen. Aber so noch ein besserer Film, also genau da, so Screenwriting. Guck mal, Film, und dann wird immer eine Mail-Frage gestellt. So insane. Das ist wirklich so, da freue ich mich auch, kannst du das ein bisschen vielleicht mehr erklären, wenn du generell so eine Geschichte schaffst, wie ist der Prozess, also du sitzt, keine Ahnung, daheim auf dem Stuhl, auf dem harten Stuhl, und dann... Insider, können das nicht verstehen. Ja, genau. Und die Leute, die dich kennen, die... Also du sitzt daheim auf dem Stuhl und dann überlegst du, okay, ich will schreiben über, keine Ahnung, Thema XYZ. Wo fängst du an? Und dann von da aus, wie könnte die ganze Geschichte zustande? Das ist mega schwer. Ja. Also ich schon gerade
eben pure Ideen, wo ich noch nicht genau weiß, wer eigentlich wirklich, für wer eigentlich mich entscheiden, weil ich eben weiß, boah, dann du hast wirklich eine lange Zeit, wo du dich just da beschäftigst. Ja. Und gerade ganz viele Themen, die mich beschäftigen, die mich, für dich eben ganz viel nachdenken, die mich gerade berühren und so weiter. Mir am Anfang du musst dich wirklich einfach den setzen und das hart Arbeit, das wirklich nicht, also zumindest bei mir, das ist nicht so, dass ich mich hinsetze und dann denke so, oh, du kennst alles, oh, flow. Nee, das ist wirklich... So hast du ja mal eine Film erwischt. Ja, genau, da sitzen sie da, wir können alles, ja. Können gesprudelt, also können gut mir abhalten. Nee, da sitzt für dich mal 2D da und das Blatt ist einfach weiß. Okay. Und geschieht gut nicht. Und lo, was ich lo eben hun, was mir immens hilft, also schon so ein Programm, das ist Milanote, an den das wie ein unendlich Pinwand. Okay. Und du kannst nach ob der Pinwand kannst du nach neue Pinwand abmachen und so weiter. Und du kriegst so einen Überblick und du sammelst dich einfach für dich mal ganz, ganz viel. Ich schreibe mal alles, was mir zu den Personagen auffällt, wo ich meine, das kann cool sein. Dann vielleicht Ideen für Szenen, dann Recherche zu dem Thema, zum Beispiel ganz viele Artikel. Und ich sammle einfach alles auf dem Mega-Board. Ja, und dann, das braucht ein Zeitchen. Also du brauchst ganz, ganz lang, bis du überhaupt das echt vorher schreibst. Vergeht Zeit. Du sammelst am Anfang just. Genau. Und dann irgendwann hast du das Gefühl, hallo, kann ich probieren, mal eine Szene zu schreiben. Und dann meistens ist es so, du hast einen coolen Anfang. Du denkst, oh ja, da geschieht da, und dann BÄM! Und dann sind ich mal mega froh, wow, das ist schon der nächste Teil vom Film. Und dann stoppen ich da. Und dann fällt mir nicht mehr an. Also, so, ja. Den Anfang von einem Film, also immer selbst, das begeistert dich und dann, das eben immer, das lebt ja alles in einem gewissen Schema. Du hast einen Protagonist, den hat seine Welt, sein Status quo, und da geschieht ihm etwas. Und dann hast du so, oh mein Gott, am meisten zögert er und überlegt sich so, ob ich mal oder nicht. Okay, ich war nicht! Und das ist der Anfang da geht Drehs los. Ja. Aber bis dahin, also es immer mega Spaß zu schreiben. Und das Schlimmste ist, was da noch geschieht, weil dann ist so, okay, da geht auf Drehs, aber was geschieht auf der Rede? Okay. Ja. Und du musst mal eine ganze Stunde füllen. Ja. Ja. Das heißt, du weißt nicht, wo du willst hinkommen. Also, wenn du schreibst, musst du das schon wissen. Ah, okay. Ich weiß es meistens nicht. Ich habe meistens eine Idee, eine Anfangsidee. Heinz du schon an, mir meistens nicht. Wenn du es anhörst, dann ist es mehr einfach. Du musst dich jetzt verbannen. Ja, eben, das Tisch ist eben eine Stunde Film. Ja. Eine Stunde aus Film. Ja. Und die Reise ist lang. Also ja, bei mir ist immer, das manchmal bei den Mädchen den zweiten Akt. Also Filme sind auch strukturiert wie Theaterstecker, meistens 3 Akten. Und den zweiten Akt ist eben so der Care vom Film. Okay. Und den musst du knacken. Und das ist eben das, was ich so schwer fand. Das ist wirklich die meisten Arbeit. Und du schaffst du immens lang. Und du schaffst du auch immens lang, bis du Suche gesagt. Weil normalerweise, also wenn du bei einer Förderung Suchen vorgehst, dann musst du den falschen Treatment schon aufgeben. Oh, okay. Und du hast ja schon die meisten, also gewiss so wirklich die meisten Arbeit schon gemacht. Ja. Und du trittst auch auf 4 Lichtungen schon ganz viel an. Ich war Kind, das dann interessant fand, dann hast du es nicht geschafft. Dann machst du das nächstes und dann geht schon die Luft hin. Genau, ja. Mehr am Anfang stimmt. Das ist eben auch gerade ein Ding, wo du denkst, ich muss die Entscheidung treffen mit Casino, das ist eben... Ja. Das kann nur bei Null anfangen. Ja. Du musst es wollen und du musst probieren. Das wird nie rausfinden. So. Mit das aber wo du siehst, du am Anfang hast mit immer das, wo dem nur langweilig geht am Film. Wo du was, geht auf hier und so. Ja. Wo du mir gesagt hast, dann, dass du ja nicht wusstest, dann geht er dann. Ja, an den Anfang, du kannst doch mega leicht, das ist ja mega, also, eben, du sagst, ein wildscher Protagonist und da geschieht mir Switches. Und dann denkst du, ja, cool Idee für Film. Das tut viel leid, meine ich. Wie die wirklich arbeitet, ist wirklich dann, ja, mir genau. Und dann musst du ein Thema ran. Welches Thema, was geht es am Anfang an dem Film? Ja. War das, was der Personage nicht will angesehen, was den irgendwann aber erkannt. Da geht ganz, ganz viel um den Personage, an Dave, zu seinem Charakter und so weiter. Und das ist einfach Arbeit. Ich habe mich gerade gefreut, das ist bestimmt eine ganz naive Frage und du kannst mir auch erklären, für was das nicht geht. Wir können das Schema nicht brechen. Also hält den sich am Anfang immer so ein Schema? Du hältst dich meistens schon so ein Schema. Es gibt auch andere Strukturen, also es gibt 3-Akt-Struktur, es gibt eine 5-Akt-Struktur, es gibt 8-Akt-Struktur. Das sind alles Modelle, die Leute entwickelt haben, basieren aber auf dem Aristoteles 3 Akten. Ja. Von der Komödie und der Tragödie. Die hat nur ein Buch darüber geschrieben, Theaterwissenschaft studiert für ein Filmstudium. Und genau, seitdem, also mir das einfach,
ich meine, Geschichte ist schon immer nur dem Schema erzählt gehen. Du willst einen Anfang, du willst einen Ende und du willst das Geschichte von anderen damit verändert. Ich brauche einfach so den Anfang, für das so spannend, für das du überhaupt Lust hast, für bis zum Ende zu bleiben, gell? Ja. Also, so was, Und du brauchst ein Froh oder ein Thema, was gestaltet wird, für was du drüber bleibst. Genau, ja. Und dann muss ich einfach geschrieben, wo du denkst, nee, das tun ich gar nicht erwartet. Okay, ja. Und dann kriegt er in eine Richtung. Ja. Und dann musst du irgendwie einen ablesen. Und gehen eben Tragödien, sind Geschichten, die einen schlecht abhalten. Und Komödien sind nur Aristoteles Geschichten, die gut abhalten, die Happy End tun. Da wäre das heute, der wäre noch nicht verrückt. Ach, das ist schon Happy Ja, End. ja, da wäre das schon so ein Ja. Also ja, definitiv. Ja, also auch ja. mit den Bildern, die man jetzt benutzt hat, so vom, ich will wirklich nicht zu viel verraten. Nee, das schmeckt das so okay. am Wasser, weißt du, Ja, so, genau. du weißt halt schmengen. Ja. So, du hast das ja dann offensichtlich zum Schluss. Ja. Na, ist schon geil. Ja. Die Ideen zum Beispiel, weil das tut ja nicht fast mal drei, dass man der Geschichte den. Könnt das dann mäßig zum Schluss oder war das schon am Anfang an deinem Kopf so, ich will das so mit Bildern visualisieren? Ich wollte schon immer das mit den Wasserbildern visualisieren. Aber das könnte eben auch aus dem Roman, weil am Roman Tisch der Marianengraben und Frieden sich manchmal ziemlich lange auch am Roman verwahrt. Das wird nicht so schnell thematisiert wie im Film. Okay. Und da gesagt aber das Kapitel in all einen Titel haben und das ist ein Zoll. An jedem Fall checkst du, dass das erste Kapitel fängt bei 11.000 an und das letzte Kapitel halt bei 0 ab. Okay. Und am Anfang die ganze Metapher am Marianengraben, dass das hat, also eine Trauer Anfang am Marianengraben feststeht, am Deisteren. Und immer mehr. Okay. Stark. Genau. Und das wollte ich eben auf irgendeine Art und Weise visualisieren, das war mir schon immer klar. Ja. Es war nicht ganz klar, wie und ob das funktioniert. Ja. Schon gut. Stark. Und die kleinen Jungen, das ist ja doch, wie ist die gewählt? Das war ein Casting. Okay. Ganz viele kleine Jungen, ich weiß gar nicht, mir aufhängen. 30, 40, 50, ich weiß nicht. Und dann auch im E-Casting und dann noch im 10 invitiert. Und ja, hier war einfach. Ja, also ich hatte schon so 2, 3 Favoriten, aber irgendwie war hier immer den, auch wo ich der Regel gesagt habe, das ist so süß. Ja, das ist wirklich mega süß, mega live. Und ja, irgendwie für sein Alter schon so mega präzise und mega do. Und ich war ganz geflasht von ihm, ja. Und das war von Anfang an klar, dass das auf Deutsch alles gedreht wird? Ja, und zwar weil erstens der Roman auf Deutsch ist und weil ich sind auch Deutsch, also meine Mama ist Deutsch, das ist meine Mama Spruch. Ja, einfach, ja genau. Und ich schon an dem ich hier in Deutschland studiert, ich kenne mich einfach mit den Schauspielern da aus, das ist einfach so, ja genau. Ja, das war echt viel, schon immer klar, ja. Gibt es so Frauen, die du zum Film oft gestaltet hast, die mir vielleicht nicht gestaltet haben, so, die dich auch am meisten, so, gibt es so eine Lieblingsfrau, die du gestaltet hast? Ja, also eine Lieblingsfrau ist wirklich tatsächlich, wie war das mit dem Roman, aber ich bin da drauf gekommen und so. Und ein anderer ist, wie wird man den Schauspieler zu schaffen? Ich kann sagen, viele Leute weiß, wie wird man sagen, Star zu schaffen? Sind sie Starren? So. Ja, also der Edgar ist schon bei einer gewissen Generation in Deutschland schon wirklich immens bekannt. Also meine Mama war begeistert. Und Luna ist mehr so bei jungen Leuten. Ja, man hat auch bei der Serie Biohackers. Biohackers, ja, genau. Ja. Und nach ein Froh. Ja, ich bin noch oft gefreut, wie mein Wohnmobil war, mit dem zu drehen. Wie war es mit dem zu drehen? Ja, es war cool, aber es war auch nicht so einfach. Ich wollte nicht mit einer Projektion schaffen in einem Studio, weil ich fand, das einfach immer scheiße aus. Also, nee, es gibt auch wirklich gute Projektionen und es gibt auch ein ganz neues System, so ein 360 Grad. Aber irgendwie, es war ein bisschen suspekt. Wie war das? Eine kleine Projektion am Studio? Also genau, es gibt ganz viele so Autoszenen, zum Beispiel, die am Studio gedreht sind, weil es einfach viel mehr billig, viel mehr einfach zu drehen ist. Du stellst ein Auto in ein Studio und du drehst für drinnen einfach so Landschaften aus einem Auto raus. Und da projizierst du die Hand drin, ja, entweder mit Greenscreen oder ob so ein riesen Tölle. Okay. Ja, genau. Und du siehst aber irgendwie immer, also irgendwas ist immer falsch darunter. Auch wie sie fuhren. Okay. Genau, und ich wollte unbedingt eben on Location drehen. Und wir für dich mal ein Wohnmobil fanden, wo so Care-Team auch drauf passt. Das ist mega eng. Mir hat wirklich ein riesiges Wohnmobil. Und da war es so, also wenn wir mit der Kamera Hanne sind, dann fehlt den Edgar wirklich. Okay. Und dann war die was gut nicht so ungefährlich. Wie was? Weil wir die was am Deister gedreht tun und hin hat Luchten, weil es ein bisschen belicht gehen. Und war die was geblendet eben. Und dann ist kurz von der Straße aufgekommen.
Straße war gespart, weil du nicht riesen Dinge. Mit war aber so, wir waren auch so, oh, wir stürmen da an dran. Und da waren es vier Randrehens oder von der Seite, durch die Fensterin, hat mir eine Kamera dabei so befestigt gehen, ne? Und du kannst einfach nicht real fahren. Die ist mir das Wohnmobil auf ein Camion drauf gesetzt. Und der Camion ist gefahren. Und den Edgar so gemacht wie wann. Und dann, genau. Und dann war den Ob- und Aufbau war also wirklich Crazy, mega viel Arbeit, okay. mega lang gedauert immer. Und dann krass für die Schauspieler war, dass du drehst dann, weil den Ob- und Aufbau so kompliziert ist, drehst du mal alle Szenen von dem Dach aus von der Halterfenster. Tisch, okay, wir drehen los 10, 55, super cool, die Hummer, mit drehen los 10, 83 und so, ne? Okay. Und der Schauspieler muss mal so, was war noch mit 83? Das ist die traurig, okay, Und dann so, ne? Und dann drehst du alles durch und dann ist eine kleine Pause und dann setzt die Kamera noch 4 oder auf die andere Seite und dann siehst du so, dann machen wir es nachher all durch, von 4 bis hin. Und dann, der Tisch, die sind immer aus einer Szene rausgerappt gehen, neue Emotionen und dann zurück und dann, also das ist mega anstrengend für die Schauspieler. Wow. Ja. Crazy. Ich meine, das wird nie chronologisch gedreht, aber du probierst immer an einer Szene zu bleiben und die wirklich fertig zu drehen. Und du warst wirklich krass für sie, ja. Wir sind aber ganz gut gemischt. Okay. Ja. Wie war man das so kompliziert? Wie war man das nicht einfach so lohai und dann... Also, Was ist das einfach? Es geht ja immer darum, Zeit zu spüren, Versuchen zu spüren. Ja. Und ja, das war das praktisch tatsächlich. Also, die andere Option wäre gewesen, wir bauen Alkeas bis wir eine Szene fertig und dann fängt man von 4 Runden. Mit die ganze Umbaute war viel zu lang, da hat man niemals an einem Tag fertig gekriegt. Da hat man vielleicht 3 Stunden dafür gebraucht oder so. Genau, und die andere Option ist am Studio, und das wollte ich eben nicht. Als Lo am Anfang, alles war am Film gesagt, dass das nicht am Studio gedreht. Jetzt nicht am Studio. Das ist alles real. So. Okay. Cool. Ja. Sagen wir mal zwischendurch ein paar Dinge frohen, die du ausgedurcht fürs Argoen. Also du hast eine Gülle froh ausgedurcht, die du dem Publikum kannst stellen und da können sie auch etwas gewonnen. Ja, genau. Ich überlasse dir die Bühne. Was können sie gewonnen und wie können sie Also die könnt 2 Tickets gewonnen, gell? Für Marianengraben, für meinen Film. Und ich hoffe, die haben Lust drauf. Gucken zu gehen. Und da könnt ihr euch eben bewerben. Und ich froh wie heißt Hung am Film, an einem Buch. Also, das können sowohl die wissen, die den Trailer gesehen haben, oder die Buch gelesen haben. Oder die Google haben. Oder die Google haben. Ich am Trailer gedacht oder welch? Ich meine, am Trailer gedacht, ja. Ich meine, das ist einfach. Das ist wahrscheinlich. Okay. Ja. Also meine Gäste haben uns geguckt. Ich wusste es noch. Ich wusste es nicht. Wo, auf welchem Kino, für was sind die Tickets? Für welches Kino lebt das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist für eine Utopia. Oder? Das präzisieren wir noch. Okay. Mehr informieren uns. Okay. Ja. Ich war gerade so 2 Tickets, mehr Tickets für was. Ich weiß, dass es in der Stadt am Utopia lebt. Okay. Wir lebt eben auch zu Dickrich, lebt am Scala, lebt auch am Kinola. Okay. Das ist flexibel, du wieder willst. Ja. Genau, ja, vielleicht. Das hängt von dir schon. Dann hörst du auch einen Froh für den... also ich schon mir mal einen Froh vom letzten Gast. Ja. Das war... Patricia hat gefragt... Patricia van der Weken. Hat gefragt, wen du findest, dass wir einen sollen invitieren. Oh, spannend. Ma, kurz überlegen. Ja, überlegen. So, okay, so, ich kenne dich oft für Leute, so, auch Leute, neue Arbeit, weil er lebt, sie gesehen das vielleicht auch, aber dich viele Leute so immer so, ja, wenn ich jetzt möchte auf den Podcast, so dich oft, und dann sind sie ja mehr über was willst du schwätzen? Ah ja. Zu den nächsten am Blick sind Leute overconfident. So, ja, mehr. Nee, schon in denen ist zu viel obvious. Nee, so. So Demo. So die 2. So darf ich zählen? Ja, okay. Ja. Das eine ist Vicky Krebs, Ja. meine beste Freundin. Also wenn du hat... wir haben ihm schon einmal geschrieben. Ah, wirklich? Er hat gesagt, da ist Ich so nicht Bescheid. Ja. Ich so nicht Bescheid. Mal perfekt. Das andere für meinen Bruder. Mein Bruder, den schafft dieser.
War das ESA? European Space Agency. Und das ist einfach mega spannend. Ich verstehe nicht wirklich, was du möchtest. Okay. Ich denke mal, immer dem ist doch mal hier einen Podcast invitiert, weil das ist auch so spannend. Ja. Wie ist der Bruder? Benedikt Börn. Der Benedikt. Ja. Okay. Aber was möchte ich? Boah, da kann ich das jetzt Das kann ich sagen. Hier schafft man Antennen. Antennen, die eben dann an den Weltall geschickt gehen. Okay. Interesting. Okay. Ja, gut schwan. Ja. Gut, merci. Ja, ganz gerne geschickt. Ganz Okay, gerne. man, du fällst das dann die Zwerge, gell? Ja, genau. Und dann hast du ein froh für unseren nächsten Gast. Genau, ich bin froh, weil ich ja weiß, dass die meisten Leute an der heutigen Gesellschaft immens oft unter Druck stehen und mega gestresst sind. Und ich lo so ein bisschen für mich rausfinden, wie ich das kann ein bisschen zügeln. Gebe ich eben froh den Gast fragen, was hier möchte, für an den Momenten zu chillen oder sich raufzubringen. Wo du ganz gestresst ist. Aber Ja. was musst du dann? Puzzle. Mit Puzzlen zum Ja. Beispiel. Nicht schlecht, ja, gut Und ich gucke noch so ASMR-Videos. Ja? Ja. Ich Geil. reagiere da ganz stark drauf. Mat, Ja. Mat-Video oder just Ton? Hast du so, hast du so. Ah, ja. Oft hilft das Video, dass du gesagt hast, also geht dir viel darum so zu. Ja, Was ja. ist am liebsten so bei Sachen? So Sachen, ich gehe mit, könnte immer auf Konsistenz und es sind immer gewisse Plastiken oder Gummien. Das ist mega weird am Anfang, ne? Und ich hatte das schon als Kant, schon einfach gedacht, das ist einfach weird. Ja. Und dann habe ich einen Artikel darüber gelesen und ich war so, wow, Ja, das ist die ist einfach, Sache. it's a thing. Ja. Ich war so glücklich Ich darüber. finde das auch nicht gern. Aber ja eben, und ich meine, das ist wirklich ungeboren. Ich finde alles, also Nee, ich fand nicht alles. Nee. weil es gibt ja auch dem so mal so essen oder so, das fand ich so eklig. Ich mich auch In nicht. die super Mikro so, Gewissen Tastaturen. so mundgerecht. Lier das Jacket. Was ist spezifisch, in denen du so umhältst? Ja, mich so nicht weh. Hier ist schon so eine Amerikanerin, die sich immer Okay. schminkt. Okay. Oder so möchte ich, wenn ich mich schminken oder mir so gibt Spa. Das ist mega weird. Ah, nee. Ja, das ist einfach so. Mit geht am Anfang just darum, dass ich nicht Postbot, weil du schwarz mega viel Scheiß. Das ist eben Postbot und eben irgendwie so das Spracht. Ich weiß auch nicht. Und dann Das eben so die toll. eben so gewissen. Das ist wirklich cool. Ja. Ja? Witzig. Aber ja, das tun eben nicht alle Leute. Ich habe schon eine gewisse Theorie, die ich einfach noch nicht konnte mit Google bestätigen. Und zwar, dass es um den Vagusnerv geht. Kennt ihr den Vagusnerv? Nein. Das ist so ein Nerv oder ein pure Nerv, ich bin mir nicht ganz sicher, die unter Wirbelsäule entlang gehen. Und es gehen zwei so Nervenstränge, einer ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Alle Wissenschaftler als Doktor werden so ein so cool ist das erklärt. Und wenn du mega gestresst bist, als den Sympathikus mega auf Heichtouren. Also mein Kine so immer, das ist dann du könntest Mammutnerv. Das ist immer so und du kannst den aber nicht selber kontrollieren. Du kannst ihn nicht so ins Relaxen. Was du kannst machen, aus den Parasympathikus, das den Gegendeel möchte, den umzuregen. Und da bringt ihn dich rauf. Und ich meine, du hast auf den Vagusnerv, an den Vagusnerv fängt bei den Ohren an und geht dann hier rauf. Okay, Ich habe okay. richtig verstanden. Und das ist einfach, dass ja, also wenn du so ASMR-Videos guckst oder so, dass so kribbeln, weil eben hier so losgeht und dass so die ganze Wirbelsäule raufgeht. Und das ist einfach nur so, so viel gut kribbeln. Okay. Und irgendwie, ich muss das wirklich mal rausfinden oder selber forschen gehen, weil Ja, ja. ich finde ganz spannend, dass das eben bei den Ohren aussetzt. Dann schmeckt das Das ist eine da. gute Theorie, Tuka. Das ist immens entspannend für mich. Okay. Also ich Wie kenn- war es für die anderen Leute nicht? Ja, das ist ein gut froh. Also ich kenne Weil auch mich- das Gefühl, mich stresst aber das so echt, ja. negative, ja genau. Ja, So, das ich ist ein ganz gut froh, ja. Ja. Vielleicht können wir so ein ASMR-Spezialist Expert, ja. rekrutieren. Ja, genau. Da schwätzt gibt man mich Stunden interessieren. oder so. Ja. Am Anfang. Also ganz Podcast. Okay, gut, mir dann haben wir Aber das am Anfang eine Nische, die halt zuletzt nicht geht. Ja. So Leute, die Ja, so vielleicht müsste ich das ASMR-Videos machen. machen. Ja, mach das. Ich muss das So machen. ganze Kann ich Filme. immer da reingehen, das wäre cool. Stimmt. Stimmt. Man so Brand-Deals. Ja. Ja. Die neue Kopfhörer. Dann müssen, oder so ist, müssen wir da Lüxley Möllisch so. Ja, genau. Das wird ja wirklich witzig. Ja. Und mal irgendwas vergisst umzuschwatzen. Irgendwas, wo du noch willst, über deinen Film losgehen oder generell Nee, als ich ein mein nicht. Zuschauer willst mal auf den Weg gehen. Nee, ich gebe mir einfach frei, wenn da der Film gucken geht. Ja. Also das, ja, ich kriege ganz, ganz gute Feedback wirklich bis lo. Und die Leute waren alle immens bereit. Und das fand ich einfach mega schön. Ich gebe mich einfach frei, wenn genug Leute gesehen und sich auch bereit sind. Ja. Ja. Und als Ziel irgendwann das so auf eine Streaming-Plattform zu kriegen. Ich denke schon. Also Okay. Ziel ist im Moment eben, dass in der Medien viele Kino lebt und auch viele Zuschauer kriegt.
Die meisten Filme kommen dann nur auf einer Plattform raus. Wir haben noch kein Deal. Okay. Okay. Also ich weiß nicht. Ja, Der Staat möchte auch der Produzent. Ja. Die Sachen. Okay. Genau. Ja, das heißt, da kannst du am Kopf holen für den nächsten Projekt, das wir zwei wollen mitspielen. Gell? Ja, Mit okay. Info zu gesehen. Ja. Ich schreibe dann eine Rolle für ESC. Ja. Das ist gut, sehr gut. Ach. Ja, Mal, gerne. so mal vielmals Film uns merci. Merci, ich. Ja, Das hat wirklich Spaß gemacht. Geht wann ich den Film gucken, das ist wirklich gut. Gut. Haut oder Mur, weil sonst könnte nicht lange nur an der Kino. Also Leid und dir, den du gerade nur Yes. yes. Merci. Bis Ja, nächstes Mal. Ciao. merci.